Rosanna checkt, Rosanna checkt. Was geht ab? Wie und genau? Rosanna checkt, Rosanna checkt. Für dich! Hoi. Du, sag mal, weißt du das? Von wo kommt eigentlich Hahnenwasser? Das meiste Hahnenwasser kommt eigentlich aus dem Boden. Grundwasser heisst das und sprudelt aus so Brunnen wie dem hier. Aus dem Brunnen wird das Wasser dann in riesige unterirdische Becken geleitet. Sieht fast so aus wie in einem Hallenbad, finde ich. Und aus dem Becken fließt das Wasser dann zu dir heim. Schau dir das mal an. Mega schön. Bei mir daheim funktioniert es ein bisschen anders. In Zürich kommt nämlich vor allem das Seewasser aus dem Hahn. Schau, da geht die Leitung raus, einen halben Kilometer etwa. Und dann geht sie runter. Und von unten im Zürichsee wird dann Wasser durch die Leitung aufgepumpt. Und zu dieser Pumpe gehen wir jetzt gerade. So sieht die Röhre aus. Vor über 60 Jahren ist die versenkt worden und pumpt seither Wasser aus dem Zürichsee ins Seewasserwerk. Zuerst führt sie aber mal hier an, ins Pumphäuschen. Das ist mal noch eine Wasserleitung. Da fließt auch recht viel Wasser durch. 1 Million Badwannen pro Tag nämlich fließen dort hinten rauf ins Seewasserwerk. Dort werden sie gereinigt. Und dann kommen sie als Trinkwasser wieder bei dir zum Hahn raus. Wie das genau läuft, das kann ich jetzt noch herausfinden. Einfach immer schön der Leitung nach. Im Seewasserwerk Lenk wird das Wasser gereinigt und zu Trinkwasser gemacht. Der Chef vom Seewasserwerk zeigt mir wie. Ernst, wie funktioniert das genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird Seewasser so geputzt, dass man es nachher trinken kann? Wie macht man das? Das passiert eigentlich wie in der Natur. Das Rohwasser kommt da, geht über den Bims rein, über den Quarzsand, wo der Dreck drin hängen bleibt. Und dadurch kommt dann mal das vorgereinigte Wasser raus, das nachher auf eine nächste Aufbereitungsstufe geht. Aha. Also das heisst, dass der Dreck, der kommt vom See, der wird da hängen bleiben. der bleibt hängen. Das heisst, es funktioniert so ein bisschen wie ein Siebli. Genau, richtig. Okay. Und von diesen Siebli aus Sand haben ihr ja mehrere. Ja, es sind 38 Stück. 38? 38, ja. Wie lange geht das, bis da das Wasser durch all die 38 Also da geht es relativ schnell, weil da haben wir sehr hohe Flussgeschwindigkeiten. Nachher wird es ein bisschen langsamer. Das heisst so alles in allem? Etwa 4 Stunden musst du rechnen, bis es durch ist. Okay. 4 Stunden wird Also Seewasser zu Trinkwasser? Ja, circa. Okay, das ist auch wahnsinnig schnell. Das ist schnell. Ja, okay. Gut. Das sind jetzt die 3 Filter. Genau, Das ist der, den wir ja. vorher gesehen haben, oder? Das ist der, den wir vorher gesehen haben. Das erste Siebli, das besteht also aus Bimstein und Quarz. Das zweite Siebli, das ist aus Kohle. Und das dritte, das besteht aus Kies und Sand. Und so sieht das in echt aus. Am Boden von diesen Becken sind die verschiedenen Siebli und das Wasser fließt langsam einen Stock tiefer. Das ist mega schön. Da ist jetzt da ist jetzt nur Sand drin. Und da läuft das Wasser ein bisschen langsamer durch. Ja. Das ist wirklich mega schön. Ganz magisch. Damit man das Wasser aber wirklich trinken kann, braucht es nicht nur Siebli aus Sand, Kohle und Kies, sondern auch chemische Filter. In diesem Raum hier kommt zum Beispiel ein spezielles Gas ins Wasser. Schmeckst du es schon? Ja, wie schmeckt es? Das ist süß, Schmeckt gell? komisch. Was ist das? Das ist so Ozon. Wo Schmeckt eigentlich komisch. Bakterien und Viren im Wasser abtöten. Okay. Das heisst, wenn wir jetzt lange da drin wären... Ist nicht gut. Nein, das ist nicht so gut. Gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder raus, ja. Gut. Ganz am Schluss zeigt mir der Ernst noch den direkten Vergleich. Das hier, das ist Seewasser. Und jetzt, schau mal den Unterschied. Das ist jetzt Trinkwasser. Das ist Trinkwasser. Kann ich jetzt einfach so ein bisschen nehmen?
Sehr gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, schmeckt etwa wie das, was bei mir aus dem Hahn kommt. Das ist genau das. Ja, das ist also gut. Nach dieser Stärkung folge ich weiter am Weg vom Trinkwasser. Weißt du, warum muss ich so bergauf laufen? Weil das Trinkwasser hier aufgepumpt wird, damit es nachher logisch kann in die Stadt runterfliessen. Und mit da rein ist das Wasserreservoir. Und zwar eins von 21 rund um Zürich herum. Da wird sauberes Trinkwasser gesammelt. Wow. Wow. Okay. Schau dir das mal an. Mega schön. Von da aus geht das Trinkwasser dann in die Leitungen, wo es in die verschiedenen Häuser verteilt wird. Und ja, Lexi 00, mit dem Wasser da wird auch das WC gespült. Also das heisst, man kann Spülwasser eigentlich auch trinken. Ich würde es aber trotzdem nicht machen. Hallo! Meine Wanderung am Weg vom Trinkwasser entlang geht am anderen Tag weiter. In der Zwischenzeit bin ich beim Coiffeur im Fall. Zürich ist ja ein Spezialfall, weil da ist das allermeiste von dem, was aus dem Hahn kommt, Seewasser. Logisch, hat einen See, oder? Ist nicht überall so. An den meisten Orten kommt vor allem Grundwasser aus dem Hahn. Und auch in Zürich gibt es Grundwasserbrunnen, zum Beispiel den hier. Den schauen wir uns jetzt noch an. Auch da hat es wieder dicke Panzertüren. Das ist mal noch eine Tür. Ja. Eigentlich darf da nämlich niemand rein, damit keines Trinkwasser dreckig macht. Geschafft! Aber du und ich, wir dürfen natürlich trotzdem. Ei, es hört ja nicht mehr auf. So. Geschafft. Das ist jetzt eben so ein Grundwasserbrunnen. Aber es sieht etwas cooler aus, wenn man das Licht ablöscht. Schau mal, das, was dort jetzt rauskommt, das ist Sauerstoff. Das pumpen sie hier reinpumpen, das ist aber nur für den Geschmack vom Wasser. Sieht super aus. Grundwasser muss man im Unterschied zum Seewasser ja auch nicht reinigen. Das ist schon sauber, behauptet man zumindest. Und ob das wirklich stimmt, aber das wollte ich jetzt schon noch selber überprüfen. Darum nehme ich jetzt hier noch so eine Probe. Und die gehen wir jetzt im Labor anschauen. Das Grundwasser von Zürich wird ständig überprüft, damit es auch ganz sicher sauber bleibt. Das macht zum Beispiel Melanie. Sie ist Chemielaborantin und ich habe jetzt mit ihr abgemacht. Oh wow! Um das Wasser zu untersuchen, tut Melanie als erstes in so ein Fläschchen. Dann wird es richtig gut durchgeschüttelt und kommt in diese Maschine hier. Der eigentliche Test macht dann ein Computer und dann spuckt er Zahlen und Kurven aus.
Also, ich komme ja voll nicht raus, aber Melanie weiss, was die Zahlen und Kurven bedeuten und erklärt mir, dass mit meinem Wasser alles in Ordnung ist. Ja, super. Da sehen wir, es hat nichts drin und es ist tiptop zum Trinken. Okay. Ja. Also das heisst, das Wasser kann man trinken. Prost, hä? So weit, so gut. Aber wo geht das Wasser an? Wenn man es verbraucht hat? Das checken wir jetzt auch noch schnell ab. Das Abwasser das fließt durch die Kanalisation ins Klärwerk. Hier in Zürich heisst das Werhölzli und da bin ich jetzt. Ja, also trinken würde ich das jetzt nicht wählen. Das ist so alles, wo im Raum Zürich das WC abgespült wird oder das Lavabo abgeht oder einfach alles Wasser, das man schon gebraucht hat. Es fließt alles hier durch. Und es stinkt also auch ein bisschen. Ich habe mit dem Urs abgemacht. Er arbeitet hier im Klärwerk Werthölzli und erklärt mir, wie man das macht, dreckiges Wasser waschen. Also wenn ich vorher gesagt habe, es stinkt, wenn ich keine Ahnung habe, wie fest es da drin stinkt. Urs, das ist mal der erste Wasserreinigungsschritt, der da passiert quasi. Was genau wird da alles aus dem Wasser rausfiltriert? Jawohl. Also da wird, im ersten Teil geht da Stoff, die schwerer sind als Wasser, sinken ab. Und das andere geht weiter, nachher hinten durch den Rechen durch. Und was leichte Sachen sind, die oben aufschwimmen, die werden wieder weggenommen. Das können wir noch holen. Sehr gut. Aha, Sachen, die oben aufschwimmen. Wow. Okay, es stinkt wirklich mega da. Ja, jetzt, Das ist jetzt der Rechen, oder? das ist der Rechen, wo das Wasser durchfließt. Und du siehst jetzt dort oben, wie es Ja. überkippt. Und Ganz viel jetzt müssen wir schauen, Gacki und WC-Papier. da ist alles dabei. Also, ja, alles, was halt einfach aus dem WC abgeht, ist halt da drin. Was ist so das Gespässigste, das ihr da rausgefischt habt? Ja, da hat es ganz einen Haufen Sachen, lustige Sachen und ich will dir nachher ein paar Sachen zeigen. Also gut. Da bin ich gespannt. Also, mich hat es im Fall fast gelupft. Also, wenn du auch wegschauen musst, ist im Fall nicht schlimm. Ich habe das auch gemacht. Boah! Boah! Nein! Das will ich gar nicht sehen! Gang wieder! Auch wenn es mega grusig ist, es wird im Fall etwas Gutes aus dem Gacki. Energie nämlich. Ein Teil wird verbrannt und es gibt Wärme und Strom daraus und einen anderen Teil lässt man verfaulen und macht daraus Biogas zum Autofahren. Gacki gehört ja ins Abwasser, aber die Sachen hier, die nicht. Trotzdem hat man sie aber hier im Werthölzli aus dem Wasser gefischt. Schau jetzt, das wären eben die Sachen, die ich dir zeigen wollte. Wow, Gebiss! Jetzt im Ernst? Und Tausende von Telefonen? Nein, nicht Tausende, aber recht viel. Also, Und recht weißt du was, viel Anna, wenn Spielzeug du mal müsstest etwas haben für dein Maul so, dann kannst du mir Kann das ich Telefon dir anrufen? kannst du mir anrufen Okay. und dann können wir darüber reden. Aber ist das alles WC abgespielt worden? Also das ist ja komisch. So, wer spielt das Telefon das WC ab? Ja, ich kann so sagen, ein Teil da mit dem Handy und der Teil mit den Karten, Kreditkarten, ist vermutlich Diebstahl. Ah, und dann weggerührt. In die Tollen runter, Ja. die Straße in die Tollen runter und dann kommt das mit den Subfahrzeugen mit rein. Aber die anderen Sachen, das Autoöl und so, das sind schon Sachen, die ins WC runterfallen. Hör mal auf, Spielzeug Autoöl abspülen. Kommt nicht gut. Schön.
Wenn Spielzeugautos und andere grosse Sachen aus dem Wasser gefischt sind, kommt der zweite Schritt der Wasserreinigung. In diesen Becken hier wird das Fett im Wasser, vom Tellerabwaschen zum Beispiel, aus dem Wasser gefiltert. Das ist einfach, es schwimmt ja oben auf. Und Sand und Erde kommen hier auch weg. Die sinken nämlich am Boden. Und wenn man da Luft einpumpt, wird das Wasser eigentlich leichter. Ja, logisch. Und weil das Wasser leichter ist, tut sich der Sand, der feine Sand, den es drin hat, tut sich schön schnell absetzen. Ja. Also das heisst, da kommen eigentlich hauptsächlich die zwei Sachen weg. Also Sand und Fett wird da weggenommen. Genau. Der dritte Schritt beim Wasserwaschen ist, 3-mal darfst du raten, nochmal ein Becken. Das Mal ein grosses Rundes. In diesem Becken bleibt das Wasser 2 Stunden drin und bewegt sich fast nicht. So haben auch ganz kleine Dreckteile, zum Beispiel Brot, Brösmeli oder andere Speisreste, Zeit, um an den Boden zu sinken. Und was nicht am Boden sinkt, kann man zum Znüni essen. Findet einmal die hier. Darum hat es hier so viele Möwen. Wow! Ich habe ein bisschen Angst vor denen. Wenn die mich angreifen, bin ich im Elend. Und dazwischen ist das Wasser wieder braun geworden. Das heisst aber nicht, dass es jetzt wieder dreckig ist. Nein, das ist der 4. Schritt der Wasserwäsche. In diesem Becken kommen nämlich 2 Sachen ins Wasser. Erstens Milliarden von Bakterien, die Bissi und Gacki und alles, was sonst jetzt immer noch im Wasser ist, auffressen. Und zweitens ein chemisches Mittel, das das Wasser am Schluss noch mal so richtig durchputzt. Das chemische Mittel ist übrigens auch der Grund, warum das Wasser jetzt so braun ist. Und da geht es jetzt darum, dass man die Luft dazugeben, damit die Bakterien, damit die können schnaufen können. Okay. Ja, sonst die versticken. Und die machen da unseren Job. Ja. Die Chemikalien und Bakterien die sind, wie vorhin der Sand und Brotbrösmeli, schwerer als Wasser und sinken darum mit der Zeit am Boden des Beckens. Und dann ist das Wasser endlich so sauber, dass man es in die Limmat leiten kann. Die Möwen sind darum da auch nicht mehr am Fressen, sondern am Chillen. Das fertig gereinigte Wasser das fließt dann übrigens hier zurück in die Limmat. Und die Limmat die fließt dann in die Aare. Und die Aare die fließt dann in den Rhein. Und der Rhein der fließt dann ins Meer. Dort wäre ich jetzt irgendwie auch noch gern. Am Meer. Also nochmal. Woher kommt das Hahnenwasser? Meistens aus dem Boden. So sieht ein Grundwasserbrunnen aus. In Zürich oder an anderen Orten mit See kommt ein grosser Teil vom Hahnenwasser aber eben genau dorthin, aus dem See. Dann muss man es aber noch reinigen mit verschiedenen Filtern. Und nachher wird das saubere Seewasser dann in so ein Wasserreservoir geleitet und vermischt sich da mit dem Grundwasser. Schau dir das mal an. Und dann kommt es ins Leitungsnetz und fließt bei dir aus dem Wasserhahn. Ja, das ist ja so gut. Aber was passiert mit dem Abwasser, also mit dem Wasser, das wir schon verbraucht haben? Wow! Ah! Das will ich gar nicht sehen! Und wenn du es dann verbraucht hast, kommt das Dreckwasser in die Kläranlage, wird in x Becken gereinigt und fließt am Schluss im Fluss. Ah ja, und Schokipudding, ich habe die nicht vergessen. Jeder Mensch in der Schweiz braucht am Tag etwa 100 Liter Wasser. Das ist etwa eine Badwanne voll. Schon noch viel, he? Was geht ab? Wie läuft jeder? Rosanna checkt, Rosanna checkt für dich. Amix geht es im Fall so ab bei Rosanna checkt. Juhu! Ganz knapp daneben.
führen. Wie streng mein Job wirklich ist, das erfährst du auf srfzambo.ch. Gut. Das geht schon ganz gut, hä? Kette Sagi, Kette Sagi.